Ja, hi, servus, das ist der Helmut wieder von der Janker Filmschmiede. Heute habe ich was für süße Naschkatzen. Und zwar, ich koche immer gerne nach der Landidee. Da sind immer geile Sachen drin, das ist eine sehr gute Zeitschrift. Und da ist die Heidelbeerzeit schon langsam zu Ende ist, habe ich die letzten Heidelbeeren vom Garten runter. Und wir haben ein Rezept rausgesucht. Und zwar, das ist eine tolle Zeitland-Idee, heißt die. Gibt es in Tankstellen und gut sortierte Zeitschriftenläden. Und heute gibt es einen Heidelbeer-Käsekuchen. Also da unten. Und wir haben jetzt genau die ganzen Zutaten hergerichtet, was wir brauchen. Und na gut, die Zitrone geht ab, die muss ich noch holen. Ich habe jetzt alle Zutaten, ganz wichtig, eine gefettete Springform. Das dürfte eine 26er sein, weil es steht nicht drin. Und wenn keine Springformgröße angegeben ist, ist meistens eine 26er Form. Die ist schon gefettet. Dann das Wichtigste, 500 Gramm Heidelbeeren. 500 Gramm Speisequark, 40%, und nochmal 500 Gramm Magerquark, der ist 0,2%, 0,2% Fett, 20%, ah ja, 20%. Dann habe ich 50 Gramm Grieß, 200 Gramm Zucker, ein Backerl, das sind 37 Gramm Vanillepudding, 6 Eier und zum Schluss braucht man noch Puderzucker, wer Lust hat, den Käsekuchen bestäuben. Ja, dann brauchen wir noch eine Bio-Zitrone, die habe ich noch in der Küche drüben. Ja, eine Bio-Zitrone, und dann müssen wir die Schale abreiben und 2 Esslöffel Zitronensaft. Ich hole jetzt gleich die Bio-Zitrone und dann eine Schüssel, wo wir das Ganze anrühren. Also ich sage, ich hole jetzt die Bio-Zitrone und dann geht's los. Also Heidelbeerkuchen, alle Zutaten aus Landidee. Ja, ich sage, jetzt legen wir los. Ich habe jetzt die Bio-Zitrone geholt und die reiben wir dann da rein. Und jetzt gehen wir gleich mal streng nach der Anleitung. Schauen wir mal, was da so schön drin steht. Ich gehe mal gerne nach strengen Rezept, zumindest wenn ich noch nie probiert habe, gehe ich jetzt immer auf den Spickzettel. Alle Zutaten außer Beeren und Puderzucker verrühren und in eine gefettete Springform füllen. Ich würde sagen, da legen wir jetzt einfach los. Da haben wir jetzt die den Quark da nicht. So, das machen wir jetzt alles schön im Wohnzimmer. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, haben wir da nicht. Deckel rüber. Da haben wir auch noch einen. Also da habe ich 250 Gramm Becher. Der Markt hat leider keine 500 Gramm Becher mehr gehabt, aber das macht ja nichts. Also 500 Gramm Magerquark. Also von Landliebe oder Landidee habe ich schon mal ein paar Mal Rezepte gemacht. Nachgeguckt, irgendwas mit Pilze war das. Also das war mega lecker und es sind immer gute Tipps drin. Und wenn was Interessantes drin ist, dann kaufe ich mir immer die Zeitung. So. Das ist schon mal der Quark. Dann würde ich sagen, haben wir die ganzen Eier rein.
6 Eier. Möglichst ohne Schale, eh klar. Da bin ich ein Deppe und manchmal kommen bei mir immer ein bisschen Schalen drunter. Ich weiß ja nicht warum. Na gut, ich bin auch kein Profikoch. Das sind übrigens 6 Eier von glücklichen Hühner, weil ich kaufe immer bei uns im Bio-Hofladen ein, bei uns in der Nähe. Und das sind immer schöne Eier, was der hat. Und wir kaufen immer die braunen, weiß nicht warum. So, das sind nochmal die Eier. Dann 200 Gramm Zucker, 50 Gramm Grieß, dann ein Backerl Vanillepudding, und das rühren wir jetzt schnell an. Könnte man jetzt eigentlich mit dem Mixer machen, aber ich rühre das so an, das geht genauso. Da spritzt es. Der Wohnzimmerkocher. Hier im Wohnzimmer. Aber das macht ja nichts. Hauptsache der Kuchen schmeckt sehr lecker. Das Ganze schaut so aus. Gut. Alle Zutaten außer Beeren und Puderzucker verrühren und in einer gefetteten Springform füllen. Die Heidelbeeren darauf verteilen und den Kuchen 40 bis 45 Minuten bei 180 Grad Umluft, bei 180 Grad und bei Umluft 160 Grad backen. In der Form abkühlen lassen, mit Puderzucker nach Belieben bestäuben. Zubereitungszeit 15 Minuten. Und die Backzeit ca. 45 Minuten. So, dann reiben wir schnell die Bio-Zitrone ab. Und das steht drin, die schon abgeriebene Schale von einer Zitrone. Also ich denke mir, das reicht. Das sind ziemlich große Zitronen. Das müsste reichen. Das sieht schon ganz gut aus. Das ist wieder eine super spontane Idee. Meine Frau ist in der Tankstelle arbeiten. Und wenn die heimkommt, ist der Kuchen fertig. Nicht schlecht. Ich probiere das einfach aus. Noch nie probiert, aber ich gehe mal aus, der schmeckt lecker. Das tun wir jetzt einmal darüber. Die gefettete Springform. Und das füllen wir jetzt
einfach schön auf. Steht drin, das Rezept wäre für 4 Personen. Aber ich denke mal, da können 6 essen oder 8. Kommt natürlich auf die Kuchengröße drauf, auf die Stückel. Bei uns in Bayern gibt es immer große Keile. Da reicht er vielleicht für 2 Personen. Das ist so. So. Und dann probieren wir. Wie ein Käsekuchen. Schmeckt sehr gut. So. Jetzt tun wir die schön verteilen. Ich habe 2 kleine Schalen Heidelbeeren habe ich auch dazu gekauft, auch 125 Gramm, und den anderen Rest habe ich von unserem eigenen Garten. Wir haben so Riesenheidelbeeren und es wurde jetzt höchste Zeit, dass wir die runtergeerntet haben, heute am 17. September, weil die sind jetzt alle schon runtergefallen und die sind gerade richtig. Schön süß. Passt. Ich sage, wenn die schon ein bisschen faltig werden, dann kriegen die erst die richtige Süße. Weil normalerweise sind die eigentlich vom Garten nicht so süß. So sieht das jetzt aus. Jetzt tun wir jetzt im Backofen. Also bis gleich. So, der Backofen ist jetzt vorgeheizt und ich würde sagen, ab in den Ofen damit bei 160 Grad Umluft. Rein damit. So, und dann lassen wir es jetzt so 45 Minuten. Ja, also ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen und wie der Kuchen dann fertig ausschaut, blende ich dann noch mal kurz ein. Aber ich kann es nur empfehlen, Landidee, geile Zeitung, immer tolle Rezepte drin und das ist die Ausgabe Juli und August und jetzt gibt es mittlerweile schon wieder neue, September, Oktober, da ist irgendwas mit gefüllte Paprikaschoten drin, sehr empfehlenswert. Also von mir Landidee, absolute Kaufempfehlung, tolle Zeitschrift mit vielen Sagen, Heidelbeer, Kaltschale mit alles drin. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch was, ein schönes Wochenende, euer Helmut, die Anker Filmschmiede, habe Jerry, macht es gut. Servus.